Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung psychische Erkrankungen bei Jugendlichen nehmen zu. Die Skischule Meiringen-Hasliberg bereitet sich mit einer Kampagne auf die Saison vor. Die Zunahme von psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen ist erschreckend und besorgniserregend. Die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit der Region Thun hat dazu eine dreiteilige Vortragsreihe organisiert. Die letzte Podiumsdiskussion hat in den Räumlichkeiten von Transfer im Quad stattgefunden. Es ist um das Thema Perspektiven gegangen. Mein Kollege Samuel Stähli hat zugelassen. Das Thema Depression ist brisant, ist allgegenwärtig in jeder von unseren Institutionen und so ist die Idee entstanden zu dieser Themenreihe. Eigentlich ursprünglich zuerst über Covid-Auswirkungen und haben dann angefangen zu diskutieren und haben gemerkt, das hat ganz viele Nachwirkungen eben auf psychische Gesundheit und so sind wir bei Depressionen gelandet. Mit dem Fokus auf Jugendliche, weil das ja auch mit der Isolation und mit den ganzen Einschränkungen vor allem bei Jugendlichen sich stark ausgewirkt hat, was auch die Statistiken zeigt, dass ja vor allem die Jugendlichen mit Depressionen ganz fest zugenommen haben in den letzten Jahren. Der Vortrag war nicht nur eine Präsenzveranstaltung, sondern auch online konnten die Leute teilnehmen. Wie war dort so die Resonanz? Die Resonanz ist auf das gestossen, was wir uns erhofft haben mit dieser hybriden Veranstaltung. Wir haben Teilnehmer im ganzen Bernbiet angesprochen. Ich denke nicht, wo jemand von Gstaad aktuell jetzt heruntergefahren bis auf Thun für an 3 Ebenen hier teilzunehmen. Und eigentlich die grosse Anzahl an Online-Teilnehmenden hat gezeigt, dass das der Zeitgeist ist. Wie wir jetzt gehört haben, war der Vortrag sehr gefragt. Und man sieht, das Bedürfnis ist da, um über das Thema zu reden. Wie sieht es in der Zukunft aus? Sind da noch andere Veranstaltungen oder eben so Vortragsreihen geplant? Also wir werden als Gruppe Öffentlichkeitsarbeit weiterhin an einer jährigen Veranstaltungsreihe festhalten. Es scheint sich mit den Vortragsreihen, also die Aufteilung eines Themas in verschiedene Bereiche, etabliert zu haben. Von daher bleiben wir, glaube ich, an dem Format haften. Wir haben mit der Weiterentwicklung IV vor allem in Bezug auf Jugendliche viel mehr Möglichkeiten zur Eingliederung und auch schon viel früher zu starten. Ziel des Gesetzgebers war doch wirklich, die Jugendlichen frühzeitig zu erfassen und auch frühzeitig tätig werden zu können in der Eingliederung. Das ist so der Hauptschwerpunkt. Der Gesundheitsklon hat mir gelehrt, dass ich ganz beim Gegenüber sein kann, indem ich Mitgefühl zeige und meine Haltung von der Freude transportieren kann. Also die Emotionen schaffen einen Moment, wo der Mensch wieder lebendig wird. Und das finde ich toll. Wir bieten Kinder zwischen 3 und 25, also Jugendliche und junge Erwachsene, Hilfe an. Lukas Bronimann, du hast heute Abend als direkt Betroffene von deiner Depression erzählt, die du hast. Muss ich wirklich sagen, finde ich sehr mutig und gut, wie du das gemacht hast. Also Chapeau an das. Was sind so ein bisschen deine Tipps, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, wo du 16 warst, was bei dir so ein bisschen angefangen hat? Was würdest du jetzt einem Jugendlichen auf den Weg geben? Wenn du dich einsam fühlst und das Gefühl hast, du seist ein bisschen anders als deine Mitmenschen, hab den Mut, darüber zu reden und hab den Mut, über deine Gefühle zu reden. Und habt den Mut, über deine Bedürfnisse zu reden. Das ist ganz wichtig. Gut für die psychische Gesundheit ist sicher Bewegung in freier Natur, beispielsweise auf den Ski. Passend zum Saisonstart am 17. Dezember hat die Skischule Meiringen-Hasliberg ihr breites Dienstleistungsangebot vorgestellt. Sie hat dazu mit dem Künstler Pierre Abraham Rocha eine neue Kampagne lanciert unter dem Motto «Natürlich Haslital». Meine Kollegin Kim Franzen berichtet. Die Skischule wird nächstes Jahr 70-jährig. Schon das ist mal eine lange Zeit grundsätzlich. Und sie hat sich natürlich in dem Sinn enorm entwickelt. Also wenn ich da die Geschäftsberichte anschaue oder die Arbeitsberichte anschaue und im ersten Winter sind irgendwie 250 Lektionen erteilt worden und es war schweizweit die drittkleinste Skischule.
Im letzten Winter hatten wir über 90.000 Unterrichtslektionen erteilt und sind mittlerweile eine von den 10 größten Skischulen in der Schweiz, was niemand weiß, weil man das mit dem Ort natürlich nicht so verbindet, dass wir so groß sind. Ja, haben wir da natürlich eine sehr große Entwicklung hinter uns. Wir wollten eigentlich nebst dem traditionellen Gruppen- und Privatunterricht eine andere Dienstleistungslinien, natürlich auch mit dem Trend, wo jetzt entstanden ist, naturnahe Dienstleistungen und natürlich auch mit den vielfältigen Möglichkeiten, die wir hier im Hasital haben, zusammen Dienstleistungen anzubieten, die dem Trend entsprechen und auch eine gewisse Nachhaltigkeit mit einheimischen Guides und hier vor Ort eigentlich etwas zu schaffen, wo es vielleicht bis anhin noch nicht oder nicht in dieser Form, vielleicht ähnlich schon bei den Bergführern, aber vielleicht nicht in dieser Form gegeben hat. Ja. Zuerst war eigentlich nur gedacht, die Broschüre zu machen und mich hat dann der lokale Grafiker, wo wir zusammengearbeitet haben, dann eigentlich den Tipp gegeben, mach doch auch Plakate und biete die mal an und schau mal. Und wir haben bis dato heute vielleicht 400-500 Plakate schon verkauft. Also auch an Gäste, wo jetzt nicht die Dienstleistungen entgegennehmen, sondern wo sie einfach angesprochen haben. Dass es jetzt schneit, das freut das Skigebiet sicher. Ob der Schneefall noch anhält oder ob es wieder trocken wird, das seht ihr gerade anschliessend in den Prognosen. So oder so wünsche ich euch einen grusamen Abend und eine gute Zeit. Wieder schauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Hier ist das Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen. Es war heute Tatsache, der erste Schnee in tiefe Lagen haben wir bekommen. Das zum Teil auch nicht knapp. Wie erwartet hat es bis zu 10 cm geschneit, zum Teil auch in den tiefen Lagen. Ja, der Winter hat uns also jetzt definitiv eingeholt und es geht auch noch ein bisschen winterlich zu und her in den nächsten Stunden und Tagen. Weiterhin viel Feuchtigkeit haben wir hier bei uns in der Region Bern und allgemein im Alpenraum. Morgen am Samstag, am Sonntag dann ein bisschen trockenere Luft. Es bleibt aber winterlich kalt. Morgen am Vormittag ist es grau, ab und zu schneit es auch ein bisschen. Temperaturen im Bereich vom Gefrierpunkt und die Temperaturen bewegen sich morgen nicht wirklich. Am Nachmittag ähnliche Werte wie am Morgen. Es bleibt weiterhin grau und da wird es zeitweise noch ein bisschen schneien, der Schwerpunkt Richtung Berge. Am Sonntag dann Wetterbesserung, es wird zum Teil recht sonnig im Laufe des Tages, Temperaturen aber kalt, Maximalwert um die -1 Grad. Wir sehen, es geht auch am Montag und Dienstag kalt weiter, zum Teil sonnig und weitgehend trocken. Die nächsten Niederschläge müssen wir dann am Mittwoch einrechnen. Dort dürften aber die Temperaturen dann auch ein bisschen ansteigen. Ja, es gibt also noch den 1 oder anderen Zentimeter Neuschnee bis am Samstagabend. Im Flachland so um die 1 bis 3 cm. Entlang der Berge kann es noch mal bis zu 10 cm schneien. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuschauen und jetzt schon ganz ein schönes Wochenende.